Ruth, Kali. wat ass nur an Awerweide wasch, Schein an traurig, do an och net do. Wenn ihr so da ausgedischt. Eine Fernbeziehung. Eg Fernbeziehung. Tada! Datei ass Maybe Sex. Mam Kali, Mam Tassie, a mat mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwatzen allwoch iwwer den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Vun wéi de Kierper funktioniert, iwwer Bezeungen bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex. De Podcast fir all Mënch mat engem Kierper. Also sitzen haut heim am Ruth Kichentisch an mir schwarzen Haut wéi schon gesot iwwer Fernbeziehungen. An auch so bist vielleicht 4 an Nudeler von der Art von Beziehung. Wo ich schon ein bisschen drüber nur gedurcht tun, ist mir aufgefallen, dass am Anfang die Definition von einer Fernbeziehung mega offensichtlich ist, aber auch nicht. Was meinst du als eine Fernbeziehung, Ruth? Ich ging so eine Fernbeziehung als eine Beziehung auf Distanz, auf einer gewissen Distanz. Ich weiß nicht, ob wenig eine Fernbeziehung ist, weil also ich hatte zu Lützburg eine Beziehung, wo wir eine Stunde also nie gewohnt haben. Gesagt hat das schon als Fernbeziehung. Das ist ein guter Punkt, weil ich nämlich und eine Freundin von mir gedacht hat wohnt zu Berlin und sein Partner auch. Und sie wohnen eine Stunde von den Wasch, also mit den öffentlichen Transportmitteln. Am Anfang gehen auch Fernbeziehungen an einer Stadt quasi, wo die Leute auch nur mit einer Stunde von den Wasch wohnen. Also sie sehen sich auch nicht so oft, so einmal in der Woche vielleicht. Und hat bezeichnet immer als eine Fernbeziehung an derselben Stadt. Also das wäre vielleicht ähnlich, wie was du gesagt hast. Ja, das ist immer, dass eben noch froh, wie gut Verbindung ist, gegen so. Weil du kannst relativ nur wohnen, aber in Verbindung scheiße ist, das heißt, es ist trotzdem eine Woche oder als 2 Wochen einkehr. Ja, so, das nicht nur ein froh von Distanz zu sich, sondern von der Zeit, die du auch brauchst, für die Distanz direkt zu lernen. Danke nicht. Ja, ich hatte eine Fernbeziehung zwischen Lützeburg und Toulouse. Weil du kannst entweder ganz viele Stunden im Zug fahren über Paris oder es ist noch geflogen, beziehungsweise von Wien ab Toulouse geflogen, weil du kannst halt einfach nicht mit dem Zug fahren. Das sind 2 Tage, wo du quasi in der Weber so. Und ich fand mich schon einen Unterschied, wenn du aber noch kannst bei ihnen beim öffentlichen Transport fahren. Oder mit einem Zug, den innerhalb von ein paar Stunden durch. Also ich kann noch Leute, die so Berlin-Hamburg zum Beispiel machen, weil du relativ nur von denen hast. Wie wenn du musst die Flieger buchen, weil du auch immer noch mal so einen finanziellen Aufwand verbunden hast. Wo man schon bei irgendwie den negativen Aspekten von Fernbeziehungen ist so teuer. Das ist so teuer. Wie oft bist du in Erinnerung gefahren? 1,5 Jahre lang so ungefähr alle 6 Wochen. Also das ist natürlich immer unterschiedlich. So, ganz grob war es so, dass wir es alle 3 Wochen gesehen haben. Weil dann immer so, dass wir es aufgewisselt haben, wohin er geht. Oder könnt. Ganz aufgesehen vom Transport, das ist auch einfach zeitlich ein Investment. So, wenn ich zu der Zeit Vollzeit arbeiten gegangen wäre, hätte ich nie können machen. So, dann hat man es vielleicht alle 2 Monate gesehen. Oder? Ja, was ist da viel lange gegangen von zu hören? Ja. Also so konnte ich mir da überlegen, irgendwie alle 6 Wochen eine fortzusehen. Ja, mir das ja auch nicht nehmen, dann ein Zeit, ein Geldinvestment für hin und zurück zu kommen. Mir auch wenn du da bist, als du ein kleines Ahnung hast, weil du dich, also das hatte ich schon mal das Gefühl, wenn du süß 3, 4, 5, 6 die Schuhe ist, also mehr wie so ein bisschen Vakanz mit mir machen. Und da gehst du natürlich schon mehr auf die Essen oder in ein Kino. Stimmt, oder auf ein Konzert oder so. Was sich vielleicht auch gegen so mehrere, wenn du gegen von der selbst Stadt bei wohnen. Das halt vielleicht mehr auf einem Cope zentriert. Ja. Weil ich fand also 4 Teile, weil das halt so, wenn du ein bisschen Vakanz gingst machen, mit denen quasi, aber das aber auch schwierig, weil du kriegst einen Alltag von der anderen Person nicht mit. Ja, mir so kompletten Alltag kannst du auch gar nicht mitreden. Wie meinst du? Also bei mir war es so, dass ich den Alltag von meiner Partnerin einfach so beeinflusst tun, dass das nie den nämlichen Alltag ist. Also es war so, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel
für am Anfang von der Fernbeziehung immer so viel Zeit am Bett verbrücht. So ist sie nur gekommen, wenn die echt 3D praktisch nicht mehr am Bett verbrücht. Weil natürlich auch die Leute, die deine Frischbeziehung waren, nicht in deine Fernbeziehung, in eine ganz neue Beziehung. Und dann ist das natürlich immer umso mehr spannend. Ja. Ja, Aber, absolut. so wirklich den Alltag und ich nicht mit Produzenten einmal mal eine Vierlesung gegangen und halt so mal auch mit Freundinnen oder Freunden von ihm getroffen. Aber, eigentlich wirklich Alltag mit kriegt, hat ich nicht gefühlt. Und das ist, was ich gemeint habe. Ich meine, das anders verstanden, wie ich quasi gemeint habe. Ich fand, dass so viel, dass so die Vakanze-Feeling kann man nehmen, aber auch ein Nudel, weil du quasi den Alltag weil es nicht mit kriegst. Ja, Okay, genau. okay. Ja. Genau, ja. Okay. Mhm. Ja, Vakanze-Feeling. Feeling spannend, dass sogar wirklich mehr wie das, weil also das sind immer Vakanz-Feeling mit das auch so, dass du dich, keine Ahnung, bei uns war eben so, dass wir als 3 Wochen nicht gesehen haben, gut nicht gesehen haben und dann eine Woche intensivst. So dass wir eine Woche lang 24 man die verbrüscht haben. Es war trotzdem immer so die mega intensiv Phase und ich finde das schön fand, weil also einerseits so der Nudel war zwar, dass wo wir bei Nähe waren, nein, bei einer Reikroute so unimäßig oder keine Ahnung, Sachen, so, die noch all darin erledigen muss. Aber du fährt man dann einfach nur 3 Wochen, wo man es nicht mehr noch bei uns konzentrieren konnte, wo ihn dann nämlich so die so zeitliche Verpflichtungen, die generell in einer Beziehung aber irgendwie auch holt, sind natürlich auch schöne Verpflichtungen mit, das ist trotzdem zeitintensiv eine Beziehung. Und tut 4 Nudeler, ich schon zum Beispiel auch immer einen Mannsgenoss, dass ich, wenn ich keine Lust hatte, irgendwie zu skypen oder zu telefonieren oder irgendwie zu sehen oder so, da muss ich das nicht machen. Also ich hatte einfach, also das habe ich schon gesagt, weil ich muss es ja auch nicht mehr. Ich hatte einfach meinen Start für mich. Ah ja. So, ich konnte mein Leben leben, aufgesehen von der enger Woche zwischendurch, auch vom Telefonieren all Tag, mir das ich auch gerne gemacht, war immer schön. Wie generell konnte ich mein Leben unabhängig so gestalten, wie ich wollte. Und da das dann, der tut sich natürlich verändert, wer hat ihn auf Wien geplant das? Das war eigentlich so als größten Konfliktpunkt, so wie viel gesehen wir als, wie viel, was ich gerade zu sagen. Nee, weil das effektiv etwas, über was ich auch nur gedacht habe, weil ja in allen Beziehungen quasi ein Aushandlungsprozess ist von, wie oft gesehen wir als an der Woche, wie oft schlafen wir bei ihnen, wie viel schreiben wir als. Und ich meine, bei verschiedenen Beziehungen funktioniert das auch automatisch relativ gut oder du hältst halt das ist normal, dass ihr in 3 Monaten Woche bei ihnen schläft oder so. Aber das ist ein Video von allen Beziehungen, aber bei Fernbeziehungen ist nein, keine Ahnung, weil ich finde zum Beispiel immer mega herausfordernd fand, für zu gucken, wenn nie in telefoniert oder Skype oder wie oft. So, für das sind aber trotzdem an der Zeit, an denen Days oder Woche, wo ihr sich nicht gesagt, nicht so den Bezug zu näher verliert, weil das aber schon so eine Gefahr, die dabei ist, fand ich. Also es ist schon schwer fand, weil ich hatte eine Beziehung, die war 3 Monate lang eine Fernbeziehung und mir das trotzdem all Tag an den ganzen Tag geschrieben und als die ganze Zeit Sachen gezählt, weil wir für die Runden zusammen in einer Stadt waren, wo es so war, dass man halt auch da all Tag mit mir geschrieben und als bald all Tag gesehen haben oder geupdatet haben so. Und dann, wo ich fortgegangen sind, für 3 Monate mega komisch war, das nicht mehr zu haben. Ja. Und ich wirklich auch so krass Gefühl von Vermissen hat und doch komisch ist, wenn die ganze Zeit in 2 pur an ob dein Leben guckt, wenn das dann nicht mehr da ist. So. Und umso mehr Energie an Zeit muss investieren an die digitale Kommunikation irgendwie. Und ich habe gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut getan hat, weil ich nie konnte an dem Moment sehen. Okay, also du meinst, dass das nicht gut getan hat, eben so, nachdem so lange intensiv war, dann ob eben so auf den Zug zu gehen. Ja, da doch, mir aber auch dann quasi durch den Zug so viel mit denen zu kommunizieren, dass du nie auf der Platz was du wirklich Spaß. Für mich war das tatsächlich schon mal ein Problem, weil ich nicht gerne elektrisch kommunizieren, weil ich hasse, SMS zu schreiben. Schon eine Kommunikations-App auf meinem Laptop, das geht. E-Mail schreiben geht doch, mehr SMS, telefonieren geht doch, mit das aber auch so, irgendwie ein Telefon warm oder so. Nur bitte. Adi. Aber dadurch, dass ich das wirklich generell einfach nicht gerne machen, das war effektiv auch ein Konfliktpunkt an der Beziehung. Dadurch, dass ich nicht gerne machen, habe ich doch einfach nicht gemacht.
so die echt Podage, wo wir es gerade gesehen hatten, so hat mir mega gefehlt und ich war traurig und so für allem für das körperlich sich nur sehen und auch Kommunikation und nicht schwatzen tut mir wirklich gefehlt. So, die echt Podage. Ja. Und dann hat schon ein bisschen davon distanziert, so, sind du kommst zu Wien, bei dir wie gelebt. Und dann da vielleicht heinst du noch einen Lenken da was geschrieben oder so. Ja. Was für Haltere Mecker zu wenig war. Und das war auch so ein Punkt, wo wir ein bisschen aushandeln. Weil da war echt Zeit, wo es einfach so inspirierend wirklich erreichbar und hat, keine Ahnung, war auf der Uni gestrahlt und hatte aber vielleicht gebraucht für irgendwie mal zu schwatzen. Und ich war, ja, ich hatte keine Lust. Nee, keine Ahnung, wenn ich dann einfach über so Sachen schwatzen kann und sich irgendwo damit treffen kann, so was genug, aber nicht zu viel irgendwie ist, da geht er doch. Das muss ich einfach kommunizieren, so ich brauche dazu, sie hat das Freiraum oder sie hat mehr Kommunikation. Es geht ja um plus halt so viele Arten zu kommunizieren, Ja. auch auf Distanz, wenn es soll das eigentlich Kein kein Problem durchstellen. Ja, weißt du, was ich mal gerade gedurcht habe, weil es hier viele Leute, die so auf Fernbeziehungen sind, so belastend oder kompliziert. Also ich habe schon das Gefühl, dass Fernbeziehungen echt als etwas Negatives gesehen gehen so in der Gesellschaft, weil schon so die klassische Koppel quasi schon so mehr bei ihnen ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob Fernbeziehungen wirklich eine Beziehung so viel mehr, also mir kompliziert vielleicht schon, weil du musst auch Sachen organisieren, mir so viel mehr schlecht machen, weil ich denke trotzdem, dass du die Probleme, die du an deiner Koppel hast, selbst das nur auf Thema Kommunikation bezogen oder andere Probleme, die kommen auch an einer Fernbeziehung ab, genauso wie an einer Beziehung, wenn du selber Platz findest. Also ich meine, die Probleme, die du als Koppel hast, sind nicht unbedingt ernst, wie die du hast, wenn du bei ihnen bist. Ich weiß nicht, wie die. Ich denke schon, dass sie ernst sind, mehr, dass sie wie so eine andere Gewichtung haben, dass sie sich einfach auf andere Plätzen ernst demonstrieren. Das sind die nämlich Probleme, aber ich denke, dass sie sich trotzdem ernst demonstrieren, dass sie sich ernst weisen. Was zum Beispiel? Ich weiß nicht, also bei so einer Menge Beziehung ist es auch immer so, dass man das wie oft gesehen ist, wie oft übernächst man bei ihnen, wie kennt bei wen. Das sind Sachen, die handeln wir auch raus. So, das war zu der Zeit natürlich ernst, aber es war trotzdem du. Was sich verändert hat, also ist Kommunikation, wie dort mal in der nämlichen Stadt wohnen, sind all davon der jeweils andere Person besser kennen. Ich auch wissen, wenn die Person Zeit oder erreichbar ist, echt das nicht so gut aus. Also in der Fernbeziehung war es echt so, ich rufe mal an, vielleicht ist es ja erreichbar. Ja. Und wenn nicht, dann rief mich später zurück, wenn ich dann nicht erreichbar bin, dann höre ich meist nur. Ja. Und du hast schon ein bisschen mehr gezielt. So. Und es hat einfach ganz andere Dimensionen. So, und möchte keinen großen Unterschied, weil so gut weiß, wenn wir streiten, ist das immer ganz ähnlich. So, das staut sich immer ab bis zu einem gewissen Punkt, dann könnt ihr nicht klar und dann schwatzen wir drüber und heute schwatzen wir stundenlang, meistens am Bett, das ist ein guter Platz zu schwatzen, oft um Sex. Also, von denen sie irgendwo nur sind, trotzdem das ist auch gute Großbett zu haben. Wirklich. Weil du kannst, also wenn du irgendwie ganz schmutzig bist, da kannst du aber einen gewissen Distanz und so und das und trotzdem mal nicht schwatzen und das trotzdem irgendwie kuschelig und ja, weil der Plage ist auch vulnerabel zu sehen, wenn du da Sachen siehst, die vielleicht nicht so einfach sind, als dann trotzdem. Plage fand ich nicht so schlimm. Mehr, ich will, keine wenn ich ganz ist, wenn wir am Streiten sind, dann will ich nicht ungepackt gehen, da will ich nicht am Arm gehalten, da will ich nicht nur sehen, da will ich einfach nicht so. Ja. Und trotzdem aus Bad gut Platz zu kommunizieren. Ja, das ist schon noch. Genau, und ja, wir werden nächste Mal zusammen plündern. Ja, und die nämlich WG. Geht spannend. Das heißt, von einer Fernbeziehung auf dieselbe Stadt, auf dieselbe Wohnung. Ja, mit nämlich Wohnung, 2 getrennte Kummeren, Baby Steps. Also, nicht zu sehr. Und ich denke auf alle Fall, dass wir durch immer den nämlichen Konflikt werden wollen. Wie oft schlafen wir während Kummer und wie viel es benutzt hat Menge oder ich sehen Kummer mal dann weil wenn eine Person lang will sehen ja so ja weil ich noch drüber nur gedacht weil also Mengenbeziehung aus nur dem ich 3 Monate fort war also die wo ich wieder ein Beispiel genannt bin zu Bruch gegangen und schon
oft allein überlegt und ich meine, es gibt keine richtige Antwort, ob du auch wenn es der Fernbeziehung zu Bruch gegangen ist. Und ich meine, die Problematik von, dass man als alldach, aber den ganzen Tag hören hun, hat man auch gehabt, nach wann man an der Selbststadt bliebe wären. Mhm. Also es hat auch keinen Sinn, dass wenn ich nicht fortgegangen wäre, wie 3 Monate, also nie gegangen wäre. Mit dadurch, dass ich inzwischen auch nicht war, und dann zurückgekommen sind, und dann hat sich schon bei jedem Sache verändert. Und ich weiß nicht, ob es mal du so Stimme ging oder nicht. Aber ich fand, dass wenn du so auf der Distanz bist, also es ist mehr schwer, die Sachen so wirklich zu erfüllen. Klar, du kannst da E-Mail schreiben, du kannst da anrufen, du kannst Skypen auf FaceTimen und so. Aber du kriegst nicht so ganz mit zu 100%, was bei der Person aufgeht. Vor allem, wenn Sachen sind, die mir schwierig sind. Und ich fand trotzdem, dass für mich mehr einfach gewesen wäre, den Prozess zusammen auf der selbst Platz zu machen. Das ist ein bisschen real trotzdem, wenn es nicht so face-to-face mitkriegst und noch nicht vielleicht das Ganze an den Arm holen oder wirklich gesagt, wie der Person geht oder nehmen so die kleinen Ausschnitte mitkriegst oder so. Also ich fand da, das für mich am Anfang den Hauptnodel von einer Fernbeziehung. Oder was für mich also ein bisschen mich schwierig macht, so eine Fernbeziehung zu feiern. So die Veränderungen bei der anderen Person nicht so richtig nur verzeihen zu können, während sie das nicht gesagt. Ja, mir denken, dass das auch trotz allem gerufener Kommunikation ist. Weil, also, ich finde das sogar weil es als 4 Teile empfand, dass ich nicht alles teilen muss. Dass ich nicht zu alles, also, wenn man schlecht gegangen ist, dass ich nicht, wenn ich nicht teilen wollte, dass ich nicht teilen muss, weil ich für die halbe Stunde, wo dann telefoniert habe, konnte ich auch ein anderes Gesicht weisen. Ich konnte einfach das ein bisschen verstoppen, dass mir gerade nicht so gut geht. Wenn ich nicht weisen wollte, dann konnte ich doch für mich halten. Und das habe ich schon noch als 4 Teile empfand, weil ich nicht immer, weil ich kein Matlied will, so zeitweise so einfach so ein Ding von ich habe gerade keine Lust, dass jemand sieht, oh nee, und dann kann ich etwas machen und kann ich da helfen. Ich will das einfach nicht, ich will gerade einfach nur ein bisschen sauren und kranzig sein und Ja. ich denke, wenn den nicht permanent, also dass du irgendwo, ob das der permanent Fall ist, dass den sich verstellt oder ob es heimst du ist, so. Ich weiß, ich war einkehr, was mir wirklich schwer gefallen ist, war mein Partnerin mit Freundinnen feiern und das war Freundinnen aus seinem Dorf, wo hier könnt und einfach seine beste Freundin hat spät im Abend irgendwie einen homophoben Kommentar gemacht und das ist eine Person, die kennt das seit Jahrzehnten mit der ist abgewusst so hat schon gerufen und hat gekratscht am Telefon, das ist mir nicht gut gegangen das war für mich im Moment, wo es wirklich schlimm war, so weit fortzusehen, weil ich nicht viel konnte, weil ich nicht konnte an den Arm weil alles, was ich machen konnte, war eben zu telefonieren und du hast mich einfach so angeschränkt gefühlt in der Fernbeziehung. Ja, das kann ich. So die Ohnmacht, die irgendwie hat. Ja. Und ich denke, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass alle Fernbeziehungen natürlich anders ist und alle Fernbeziehungen für alle Personen anders ist. Ja. Weil Sachen, die ich zum Beispiel genossen in der Fernbeziehung, eben so meine Freiheit tun und war für Hattere mein Kerl hat sich angeschränkt gefühlt, weil er mich vermisst hat, weil er mich gerne gesehen hat, weil so wie ich empfinde, ob es positiv oder negativ ist. Und das kann natürlich auch von Lebensphasen aufhängen, dass dann der eine Lebensphase mega gut passt und dann passt nicht so gut oder umgedreht. Also Ja, weil ich noch für Droge durch, du so geschwartes, dass es auch entlasten kann sehen, da mal nicht zu weise, wie dann geht. Also bei mir wird echt umgedreht, dass es für mich mega belastend wird, mich zu verstellen. Und das ist am Anfang aber auch von einem Partner oder einer Partnerin abwarten. Irgendwo aber schon, dass die Person für mich da ist. So. Und sie wird mir immer bewusst, dass ich mir das wünsche. Und dass es dann heißt, für mich mega, mega schwer war, dass die Person nur gerade nicht da ist oder nicht kann sie da sein. Oder dass das gerade die Person ist, bei der ich mich nicht verstelle. Und ich meine, wir funktionieren einfach doch mega unterschiedlich. Ja. Ich werde denken, was mir oft durchgegangen ist, dass so Gewissheit zu haben, das war eine schwarze Welt, dass die Person da ist. Das nicht unbedingt mal verstellen, mir viel mehr für mich behalten, weil ich als echt für mich selber irgendwo verschaffen muss. Und vielleicht schwarzen Stein irgendwie drüber mehr. Okay. Voilà. Ja, weil ich verschaffe Sachen meistens, an dem ich drüber schwätze. Also wenn ich zum Beispiel über irgendetwas nicht schwätze, habe ich auch die letzten 2 Jahre gemerkt, also dann fange ich mega schlecht zu sehen, weil ich weiß am Anfang, dass ich nicht verschaffen kann oder will, gerade.
Ja, und du wennst, also mir persönlich meine ich so wichtig. Und ich fand, da war ein spannender Punkt, den du für umgebracht hast, von weil dieselbe Situation für unterschiedliche Leute kann ganz anders sein. Ja. So. Und dass sich so das Gefühl von sich abgeschränkt fühlen, weil du die andere Person die ganze Zeit vermisst und die ganze Zeit um die andere Person denkst. Und irgendwie das vermisst du ja aber auch irgendwo weht und auch so viel Raum am Kopf waschelt, kann das schon auch. Ja. So, und das muss ich sagen, also auch eine Herausforderung, beziehungsweise ich weiß nicht so genau, ich weiß oft nicht so genau, wie ich sollte man da umgehen, weil für allem die Sehnsucht nur der Person körperlich nur sehen, was nicht unbedingt heißt, dass ich nicht auch andere Leute körperlich nur sehen. Also ich kann zu aller Zeit 5 meine Freundinnen auf Freunde rufen, also sie fragen, ob man es keine gesehen, ob sie mich können an den Arm holen oder schon gerade mehr wie ein Partner oder eine Partnerin, mir irgendwie so die spezifische Person so körperlich zu vermissen. Ich fand schwer, da eine gute Balance zu finden, für sich nicht so rakippen zu lassen an das Gefühl von so Sehnsucht, aber gleichzeitig das aber auch irgendwie zuzulassen an was das da ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. So Rockkippen hatte ich tatsächlich selten. Wie gesagt, war immer so die ersten 2 Tage, nachdem es mal so intensiv gesehen haben, und dann manchmal so nur 3 Wochen rübergefahren. So, natürlich so zwischendurch immer rübergekommen, aber es war nie so ein unheilender Zustand. Das war bei mir effektiv nie. Ja. Ich denke, das ist auch ein Punkt, wo ich einfach gesagt habe, dass alle Personen unterschiedlich damit umgeht. So, oder unterschiedlich auf wo hält, dann auch um Vermissen anders umgeht. Es ist doch Zeit, was Genuss zu vermissen. So die, Ja, halt ist das so, schön. so ein bisschen so die Sehnsucht und das ein bisschen traurig sind. Ja. Das ist schon auch ein schönes Gefühl. Ja, das war. Ich habe schon darüber auch mit meiner Partnerin gesprochen, wo das war eigentlich genießen statt also das vermissen. Also ich genieße das gar nicht. Scheiße. Also Ja. Ich kann bleiben eigentlich bei den schönen Gefühlen oder bei den schönen Sachen. Sex. Okay, erzähl mal mehr. Ja, also in der Fernbeziehung war es einfach Mai. Wie du Natürlich. an der selbst Stadt mit? Das ist natürlich schwer so, weil du müsstest natürlich von die 1 Woche auf 4 Wochen abteilen ging. Also gut, anschwingen sie doch mehr lang zusammen, so da gibt es Mann mit der Zeit. Ja. Mehr, Das ist witzig, weil du warst für dich in einer Fernbeziehung, aber so in einer nur, also selbst Stadt oder nur Beziehung, aber mir war das immer umgedreht. Ich war immer für dich in einer. es schadet ja wohl gar nicht drum. Ja, okay. Ja, das stimmt. Tut aber nicht lange gehalten. Nur froh, wie ich reif war. Ja. Zurück zum Sex. Zurück zum Sex, ich habe schon gerade überlegt, wie der Sex da war. Du weißt. Oh. Nee, es war okay. Also, war nicht mega gut mehr. Insgesamt, so Sex in der Beziehung. Mit der Person so zusammengekommen, du warst 17 und wir haben einfach ewig zusammen. Und ich habe Sachen nie angeschwart, so, die mich gestört haben beim Sex, oder die ich auch nicht hatte wollen. Ja. Das Ja, also muss ich dann schon für mich so mein Weg von für irgendwie trotzdem Spaß beim Sex zu mit das aber auch nie zu kommunizieren und weiter der falsche Weg und nur 5 Jahre Beziehung siehst du noch nicht mehr sorry was so eine Fummel so Ja, geht ja. nicht gut so Ja, das kann ich auch tut so. die nach 5 Jahren nicht gut geduld Das wär ein interessantes Thema für nach einem weiteren Podcast, effektiv. So, Ja. also lange Beziehungen, Sachen und so. ja Ja, zurück zum Thema. Ich habe das Gefühl gehabt, nur der Beziehung zum Beispiel, war, dass du von einer Beziehung, Minor-Beziehung zu einer Fernbeziehung gewechselt bist. Echt ein Ausflug auch aus der Beziehung? ja das war insgesamt also war insgesamt ein bisschen ein Flucht für Lützeburg du willst das nicht nur aus der Beziehung du auch aus der Beziehung weil Ja. du bist mein ganzes Leben zu Lützeburg mehr etwa also es ist nach Wien geplündert du war so froh okay bleiben wir zusammen und dann gesagt okay so sind wir zusammen probieren wir es und nur ein halbes Jahr war die Beziehung darüber also es war für mich auch irgendwie ist sie gegangen und war so ein Ding von boah okay Schluss mal will ich noch nicht mehr es war für mich auch klar dass ich nicht irgendwie die nächsten Jahre in einer Fernbeziehung will sein und das war eigentlich auch der größte Unterschied so zu meiner Beziehung dass man also du sind so auf Distanz also wir haben so beim Festival kennengelernt ganz wird sich irgendwie entwickelt und waren natürlich auf Distanz zusammen und hatte aber relativ sehr und diese sehr bieten können
Und du hat man so die Deadline für als Fernbeziehung, dass man wusste, okay, geht auch irgendwann mal denke, als und dann ist drüber. Also Ja. das ist immer bei Ja, denen ja. und einfach das Ziel zu haben, das ist der großen Unterschied. Ja. Weil an der anderen Beziehung war mehr so ein Ding von 1 Kilo fort und ich weiß nicht, An wie die Geld dran kommen. kommen. Ja. Für einen zurückzukommen, Sex. positiv Sache. Sex. Wie war das, Sex in einer Fernbeziehung vielleicht besser wie an einer Minorbeziehung? Wasser ging ich nicht so. So bei meiner ersten Fernbeziehung, von der ich gerade erzählt habe, darin springen in Sex. Also ich weiß noch, wie hier nach Wien kommen, als Eva Enkelheim, hat man keinen Sex, weil er schon Pilz hat. Das ist auch gesagt, mega anstrengend. Wenn es der Pilz ist. Oder und den dann- Regel. Oder den Genau. Regel, genau da, wenn es dich gesagt so, Ja. oh mein Gott, so sagst du einfach bei dem Mond nicht. Und dann kriegst du endlich Sex und dann hast du fucking Pilz. Vielleicht wird der Körper da etwas so gut. Ja, zu viel Stress. Ja, das ist effektiv, das ist auch eine Sache, die ich genossen habe. Dann, wenn er sich gesehen hat, an der Fernbeziehung, hat er sich, wie man schon gesagt hat, wirklich Zeit für ihn geholt. Und dann hältst du da auch mal einen ganzen Abend oder einen ganzen Mittag oder eine ganze neue Zeit für beide in der Bett zu leihen, für Sex zu tun oder auch nicht. Ja. Mir einfach so für die Art von Intimität und von sich nur sind. Was von ich halt so am Alltag, vor allem wenn den ein Phase hört, wo beide Personen ziemlich gestresst sind oder zumindest eine Person ziemlich gestresst ist, geschieht das nämlich so oft, dass du einfach mal eine Zeit hast, für zusammen am Bett zu kuscheln oder für den ganzen Abend lang Sex zu haben. Ja, das stimmt schon. Für mich ist es schwer, oder man es zu vergleichen zu einer Nicht-Fernbeziehung. Ja. Weil eben meine echte Fernbeziehung war, also wie ich es letzte Mal fortgegangen sind, war meine Beziehung sowieso schon bald rüber und war mehr so, okay, wir bleiben gerade noch zusammen, weil wir eigentlich schon nicht wirklich Grund haben, uns zu trennen. Ja. Und hun hast du an der Fernbeziehung Grundgesicht. Ja. Und den Sex war, ja, wir hatten eben Sex, wir waren nicht besser, nicht ganz zum Schluss war es nicht schlecht mehr, aber weil wir kein Lust mehr hatten. Es war trotzdem der Sex, weil er nicht irgendwie außergewöhnlich gut irgendwie Nicht mehr, weil deine Fernbeziehung Genau. war oder weil dann anders war, okay. andersrum an meiner Beziehung und der los sind war es so, dass man dadurch, dass eine neue Beziehung war, also sowieso aufregend war und sowieso novel sind und so. Ja. Und du einfach natürlich die Schlange am Bett verbrüscht. Ja. So, seit wir so eine Woche bei Nähe waren, dann sind wir vielleicht 2 Monate für einen Tiergang verkaufen zu oder so. Und das war schön, war wirklich schön. Mhm, ja. Für das ist alle- mega schön. für alle auch, das ist vielleicht der Punkt, darüber schon nicht nur gedacht, da den effektiv mehr Zeit hat, für sich körperlich kennenzulernen, an Ja. einer Fernbeziehung. Da den effektiv einfach viel mehr Zeit dafür hat, wie wenn du im Alter aus. Ja. Weil ihn dann eben sowieso intensiv oben hängt und dann bleibt ihn am Bett, das ist ja scheißegal, das ist sowieso, Ja. sowieso nicht zu Nein, tun. das ist ja. Dass du sowieso was kannst. Mhm. Also guter Punkt. Ich meine, das war ein guter Abschluss wieder, oder Ruth? Wunderbar. Cool. Ja, dann merci, dass du mit mir geschwärzt hast. Vielleicht hören wir uns ja Wie weiß. wie weiß. An der 2. Staffel von Maybe Sex. Und, Oh mein Gott, gedenkt Sweet Staffel. es gibt eine 2. Staffel. Nee. Doch. Ja. Schon ein kleiner Spoiler hier auf dieser Platz. Und ja, bis dahin. Ciao. Ciao. Dir hut nach frohen Antworten oder Umwirkungen? Da schreibe da es auf sax@ara.lu. Er frohe gi natürlich beantwort oni das ma ernehmen nennen. An iwwer Feedback free mir ist natürlich auch. Dir fand Maybe Sex auf Facebook, auf Instagram, an Site sexpodcast.lu. Oder ob all eure gewinnene Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für all Mensch mit engem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationale Referenzzenter für Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grande Chasse Charlotte. Den CESAS gibt all Responsabilität für den Inhalter von diesem